5 Dinge, die mich aufregen. Mir regt zwar mehr auf, aber das Video muss ja Anfang und ein End haben, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Nummer 1. Leberkasvergewaltiger. Versteht's? Tiger. Ha! Ich sollte es einfach bleiben lassen. Wer kennt die Situation nicht? Ihr geht zum Metzger rein, träumt von einer Leberkassemme, bestellt euch eine. Vorher ist aber noch einer da, bestellt sich auch eine Leberkassemme. Und was haut er sich auf? An Ketchup! Spätzi, glaub bei dir hackt's. Hast du einen Schuss nicht gehört oder was? Mei, wie kann man sowas machen? Leute, ich versteh's nicht. Das ist wie wenn man zum McDonalds geht und sich dann Salat bestellt oder in Puff geht und dort kuscheln möchte. Sowas macht man nicht, das macht keinen Sinn. Wenn ich so jemanden sehe, werde ich ganz dezent mit meiner eigenen Höflichkeit darauf hinweisen, dass er sich jetzt entweder einen Senf aufhaut, ob süß oder scharf, das geht mir noch am Arsch vorbei, okay? Ansonsten reiße ich ihm auf der Stelle Schädeldecken runter und knalle ihm sein Ketchup-Barz unter das Schiebedach. Hast mich. Da, der auf dem Bettel, der macht's nur richtig. Rechts der August, links der Händelmeier-Senf. Mei, da geht mir's Herz auf. So muss das sein. Nummer 2. Geldautomaten. Oder wie ich sie nenne, Scheißkasten, den der Teufel selber entwickelt hat. Am Wochenende geht's in die Stadt. Man braucht nur Geld für einen gemütlichen Abend mit leichten Eskalationsansätzen. Was bietet sich da? Der Geldautomat. Mein Kumpel hebt aber meistens immer vor mir ab, holt sich so einen 50er, weil das klang so für einen halben Abend, ein bisschen was hat man auch noch dabei, 20, 30 Euro haben wir schon einmal im Geldbeutel gehabt. Hebt man sich einen 50er ab. Mein Kumpel kriegt zwar 20 und einen 10er. Danach stehe ich mich hin, einen 50er abheben. Was kriege ich? Ein einzelner 50er. Und das ist bei mir immer so. Wer von euch kennt das auch? Und dann, wenn man nach am Abend in der Stadt wieder heimgeht, geht man noch kurz zum McDonalds rein. Das ist bei uns immer Standard. Da braucht man noch was zum Essen, auch wenn es nicht optimal ist. Geht man rein, dann ist die Schrumpler, die alte Hex hinter der Kasse schon schlecht gelaunt, weil ich leicht angetrunken reintorkelt bin und hab schon einen Spruch über ihr Aussehen loslassen. Und dann stehen mir 3 Cheeseburger und die kann ich auch noch mit dem 50er zahlen, weil das das einzige ist, was ich noch im Geldbeutel drin hab. Da stehst du dann aber auch da wie das letzte Arschloch. Nummer 3. Darf's ein bisschen mehr sein. Man ist beim Metzger, bestellt sich 200 Gramm Leberkäse. Was sagt die Verkäuferin? Ist immer das Gleiche. Darf's ein bisschen mehr sein? Na, darf's nicht! Wenn ich mehrer möchte, dann bestell ich mir mehrer. Aber da muss man einfach nachsagen können. Da ist meine Oma so eine Spezialistin. Fährt auf die Nacht noch zum Metzger, holt ein bisschen Leberkäse für 5 Leute oder was wir waren. Kommt wieder, hat einen Bolzen Leberkäse dabei. Mit dem hast du an der Schlange können. Hab ich's gefragt, was möchtest du mit dem tun? Ein Straßenfest ausrichten oder was? Ja, die hat gesagt, darf's ein bisschen mehr sein. Ja, ein bisschen mehr? Die wollte Geld machen. Die hat Miete für 2 Monate abdeckt, habe ich gesagt. So, schnell weiter zum nächsten Punkt, sonst hau ich noch irgendwas zusammen. Nummer 4. Preisen. Muss ich dazu noch was sagen? Nummer 5. Wenn mich jemand nach dem Weg fragt. Und jetzt muss ich meine Stimmlautstärken ein bisschen bändigen, weil sonst glaube ich gibt's einen Ärger mit den Nachbarn. Also, warum ist es ein Problem für mich? Lass mich das kurz erläutern. Also, wenn du mich fragst, wo du lang gehen sollst, kannst du gleich einen Würfel schmeißen. So schaut's aus. Weil ich hab 0 Orientierungssinn. Ich hab ungefähr den Orientierungssinn wie ein besoffenes, schirkelndes Opossum. Zum Beweis eine kurze Story dazu. Ich war mal mit dem Radl in der Stadt unterwegs. Dann bin ich aufgehalten worden. Nein, nicht das, was ihr denkt, nicht von der Polizei. Aber das war so ein älteres Ehepaar. Das waren zwar Preisen. 6, sind wir schon wieder beim vorherigen Punkt. Das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht mag, dass mir jemand nach dem Weg fragt, weil das meistens Preisen sind, zu 99%. Auf jeden Fall wollten die aus der Stadt raus und ich hab's einfach Vollgas in die Stadt reingeschickt. Eigentlich hätte ich mich auskennen sollen, muss ich zugeben. Hab ich aber nicht. Die waren zu Fuß unterwegs, die haben wegen mir ungefähr einen Umweg gemacht von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, das waren Preisen, also das wird mir hoffentlich keiner von euch übel nehmen. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Habt's noch einen schönen Tag. Haut's rein und habe Dere. So, das war's mit dem heutigen